Trainingsfaulheit kann man Namri Dagyab nicht vorwerfen. 100 Kilometer läuft er pro Woche, den nächsten Marathon immer vor Augen. Namri hält sich fit, auch wenn er sein größtes sportliches Ziel schon verpasst hat. Bei Olympia in Peking darf er nicht starten, denn Namri läuft für das Team Tibet. Es ist sicherlich klar, dass ich mit meiner Bestzeit von 3 Stunden 18 beim Marathon keinen Blumentopf gewonnen hätte. Aber politisch gesehen wäre es absolut interessant gewesen, zu sehen, ob die chinesische Regierung mittlerweile so viel Selbstbewusstsein hat, ja, und mit dieser Entscheidung hätte leben können, dass ein Team Tibet am Start ist. Und das auch noch bei den Olympischen Spielen in Peking. Doch das Internationale Olympische Komitee erkennt Tibet nicht an. Anders als zum Beispiel das Team Palästina, das auch ohne eigenen Start bei Olympia teilnehmen durfte. Ein unabhängiger Staat, eine eigene Nationalmannschaft. Dafür engagiert sich der in Bonn aufgewachsene Volkswirt bei der Campaign for Tibet. Das gesteigerte Interesse für Tibet vor Olympia verfolgt er mit gemischten Gefühlen. Ja, dieses Jahr in Berlin bei der riesen Kundgebung der Dalai Lama auftauchte und auch sprach, das fand ich natürlich toll. Aber im gleichen Moment kam mir dieser riesen Auflauf, der so jahrmarktähnlich war, doch ein bisschen suspekt vor. Und man läuft einfach auch Gefahr, sich von diesem Nebenpunkt, von diesem Nebenthema ablenken zu lassen, dass da auf einmal viele Leute auftauchten, Jubel, Trubel, Heiterkeit herrscht. Aber das eigentliche Thema, das noch da ist, die Unterdrückung der Tibeter und zum Beispiel auch die nicht gewährte freie Berichterstattung aus Tibet selbst, dass solche Punkte vergessen werden. Damit das nicht passiert, entwickelt Namri mit seinen Kollegen immer wieder Aktionen, die auf die Situation der Tibeter aufmerksam machen sollen. In einer davon spielt die tibetische Fußballnationalmannschaft die Hauptrolle. Unter dem Slogan "Tibet tritt an" hat Namri Aufkleber der tibetischen Kicker im Stile von Panini-Bildern drucken lassen. Denn auch die Fußballer werden nicht anerkannt. Spielen dürfen sie höchstens gegen Länder, die ebenfalls nicht vom Weltverband zugelassen werden. Fußballriesen wie etwa Sansibar, Gibraltar oder Nordzypern. Dennoch hatte das Team bei seinem letzten Deutschlandbesuch einen großen Auftritt im fränkischen Herzogenaurach. Und wir dachten, bringen einfach die tibetische Fußballmannschaft zur Adidas Hauptversammlung, um dort Adidas aufzufordern, eindeutig Stellung zu beziehen zu der momentan misslichen Situation, die in Tibet herrscht. Und gerade auch im Sinne von Adidas als einer der Sponsoren, der Hauptsponsoren der Olympischen Spiele, dass Adidas auch eine Mitverantwortung trägt. Das war wichtig für uns zu zeigen. Für einen potenziellen Olympiateilnehmer wird Namri Dagyab mit 33 langsam zu alt. Die 30 Sportler des Team Tibet will er aber auch nach seiner aktiven Zeit weiter unterstützen. Damit irgendwann sein Traum wahr wird, dieser Mannschaft bei Olympischen Spielen zujubeln zu können.